ob der zweigeschossige Blockbau erhalten werden kann. Peter Ammann prüft gerade die Westfassade. Das ist die Wederseiten und einfach die Breder auf den Block draufgenagelt. Und dann siehst du wie da die Ungeziefer, wie die sich da drunter austoben. Gell? Das ist das beste Klima für die Viecher. Da muss man mal reinschneiden, schauen, ob es im Kern vielleicht noch gut haben. Was sagst du? Kann man es da halten? Es ist halt immer die Frage, wie viel Energie das da investieren willst. Gell? Das Haus steht einfach goldig da. Das ist, die Proportionen gefallen mir gut. Ein Haus in der Gräs und so wie sich das die Leute ursprünglich einmal ausdenkt haben, an dem Ort mit der Ausrichtung, dass man das so bewahrt, das ist auf jeden Fall wert. Das Haus schlummert noch in seinem Dornröschenschlaf. Die Weinreben werden es wohl noch eine Zeit lang überwuchern. Wir begleiten Peter Ammann zu seinem Haus. Er ist Besitzer eines ehemaligen Rottaler Vierseithofs, der vor Jahrzehnten in ähnlich schlechtem Zustand war wie der in Steinberg. Heute stehen das zweigeschossige Wohnhaus in Blockbauweise und die übrigen Gebäude prächtig da. (1995) hat Peter Ammann den denkmalgeschützten Hof gekauft und er hat viel eigene Kraft hineingesteckt ins Wohnhaus und die Nebengebäude. Die Baumaßnahmen haben Peter Ammann zum Allrounder und zum Schreinermeister werden lassen. Das wären die Lehnen von Stühlen. Da, das ist das Lehnbrett. Da nimmt man sie dann so oben, so. Und unten die Lehnsprosse. Sind so übereinander. Das ist verbunden mit den Sprossen da. Die kommen da rein. Und das Ganze sitzt dann zwischen den Lehnbeinen. Die liegen da drüben. Du siehst schon, das ist gebogen. Und dass man die Form hinkriegt, man kann das jetzt fräsen, aber ich möchte es immer im Dampf birgen, weil dann habe ich die Holzfaser längs im Brett drinnen. Wenn ich es birge, wenn ich es fräsen darf, dann läuft mir die da raus. Das sind ursprünglich gerade Breder, so wie das da. Und die kommen in den Dampf, eine halbe Stunde, gedämpft. Dann ist das Holz geschmeidiger. Und dann habe ich da hinten eine Biegevorrichtung. Und dann werden die gebogen, also ja, gebogen eingespannt. Und da bleibt es dann auch eine halbe Stunde. Und dann kommen sie auch so raus. So, hat schon wieder hingehauen. Schau her. Wunderbar gebogen. Einfach und schön schaut's aus. Im Haus sind die Stühle und selbstverständlich auch der Tisch aus Kirschbaumholz in der Stube selber gemacht. Der Kirschbaum, der ist da draußen gestanden, da am Ende vor der Treppe. Der war schon ziemlich alt. Wir haben Angst gehabt, dass der da aufs Hausdach drauf fällt. Wir haben gesagt, den der wir weg, solange er noch gut ist. Und dann haben wir ihn umgeschnitten, Breder draus gemacht. Und nach 4 Jahren ungefähr habe ich dann den Tisch draus gemacht. Und jetzt freue ich mich jeden Tag über den Kirschbaum. Der Baum, aus dem der Tisch gebaut wurde, stand nahe am Wohnhaus auf der Westseite, der Wetterseite. Und die Witterung hat auch hier dem Gebäude zugesetzt. Da haben wir jetzt wieder so eine Wand, die ist sehr vergleichbar da mit Starberg draußen. Das schaut auch ein bisschen angefressen aus. Ja, genau. Und wie ich das erste Mal gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, gell. Die waren nämlich hinter einem Brederanschlag. Der war nicht fachgerecht gemacht, den haben sie direkt draufgenagelt. Jetzt war das nicht gut hinterlüftet. Dann ist da sogar noch so ein wilder Wein gewachsen. Jetzt war das zusätzlich feucht und war natürlich das perfekte Klima für Ungeziefer. Dann habe ich meinen Zimmerer gefragt, hey, was darfst denn du da machen? Dann hat er mich gefragt, ja, wie lange möchtest du da drin leben? Damals war ich 23, habe ich gesagt, 100 möchte ich werden. Gell, so. Dann, ja, sagen wir halt einmal 80 Jahre. Dann hat er gesagt, dann brauchst du gar nichts machen. Weil 80 Jahre heute ist eh leicht.
Und dann habe ich es aber nicht so ganz glauben können. Und dann haben wir uns die Balken angeschaut und dann haben wir angefangen zum Auswechseln. Wie wir den abgeschnitten haben, habe ich gesehen, mei, der ist ja eigentlich kerngesund. Der ist ja nur außen schaut der so schlecht aus, aber innen der Kern selber, der war einfach pumperl gesund. Ja gut, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir jetzt wirklich nur das, wo der Wurmfraß durch und durch geht. Und das andere, mei, das ist halt dann eine Schönheitssache, eine ästhetische Nummer irgendwie so. Aber eigentlich von der Statik her kann man sowas ruhig lassen. Der alte Hof in Bongern in der Nähe von Kößlarn, er hat Peter Ammann von Anfang an auf vielfältige Weise herausgefordert. Seit wann bist du da? 95 bin ich daher gekommen, ja. War das sehr vergleichbar, ja. Die alten Fenster drin, die alten Böden drin und unten noch nicht hergerichtet. Aber dass man dann sich da durchringt und sagt, nein, ich tue mir das jetzt an und mach das. Ja, ich glaube, ich war einfach total naiv. Ich wollte da am Land herausleben. Und wie viel Arbeit das da drin steckt, da habe ich mir eigentlich kein Kapitel gemacht davor. Das habe ich dann einfach, angefangen. Ich habe langsam gebaut, weil ich dann irgendwann gespannt habe, das ist ein Entwicklungsprozess. Ich habe dann da drin schon gewohnt, da war das eigentlich noch gar nicht richtig gut bewohnbar. Aber dann habe ich gemerkt, wie sind die Lichtverhältnisse, welcher Raum ist der wärmste im Haus, wo möchte ich rausschauen, ja, wo fühle ich mich am wohlsten. Und so hat das wachsen können. Dann. Anfangs habe ich gemeint, ich brauche die Deckenbalken gar nicht auswechseln, weil die eh noch gut sind. Oder das Dach. Ursprünglich war es so drauf, wie es jetzt drauf ist. Und in den 1920er Jahren haben sie das dann umgedreht, damit sie mehr Platz haben im Dachboden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, von der Wederseite her, das Haus hat nicht mehr diesen Schutz, den es eigentlich vom Dach her haben sollte. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, dass ich es doch wieder zurückdrehe, dass ich den Dachstuhl wieder anders draufbaue. Und mit dem hat sich dann ganz viel verändert. Das habe ich aber dann erst gemacht, da war ich schon 9 Jahre da. Gell? Und da habe ich quasi diese Entwicklungszeit gebraucht, dass ich diese Klarheit gekriegt habe, dass ich da so gravierende Baumaßnahmen machen kann. Du bist ein Schreiner? Ja, eigentlich ein kleiner Modellbauer, aber so richtig in die Schreinerei bin ich eigentlich durch die Altbausanierung reingewachsen, durch die eigene da. Und beim Altbausanieren hat Peter Ammann auch das Zimmern und Metallarbeiten gelernt. So ein Hof verlangt seinem Besitzer etwas ab. Ja, das war ja früher mal ein traditioneller Rottaler Vierseithof. Da unten war der Stadelgewehr. Und früher war das ganz wichtig für die Leute, dass die zu haben machen können. Da ist es um Schutz gegangen. Da war zum Beispiel da in der Mitte war der Misthaufen drin. Die haben sich ja manchmal gegenseitig an Mist geklaut, die Bauern untereinander. Gell? Natürlich nicht alle. So, und dann war das alles zu und im Winter war es auch dunkel, weil der Stadel war hoch. Und dann habe ich die Überlegung gehabt, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dass wir so zumachen müssen, dass wir uns so schützen müssen. Und wollen wir mir überhaupt uns diese schöne Aussicht durch den Stadel da verbauen? Und Dann hast du einen Weg. dann haben wir einen Weg da und haben ihn aber nicht wieder aufgebaut. Ja. Meistens bin ich ja schon fürs Erhalten von den alten Sachen, aber da habe ich gemerkt, wir leben jetzt in einer anderen Zeit. Peter Ammann lebt mit seiner Frau Martina im innen alt und neu ausgestatteten Haus.